Hallo und guten Tag, liebe Freunde, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr wieder da seid in meiner Oma- und Opa-Ecke. Ja, die heutige Lesung, die befasst sich oder hat Texte von Fontane, von Ringelnatz, Tucholsky und ich glaube Wilhelm Busch. Gucken wir doch einfach mal, aber vorher zünden wir doch wieder gemeinsam die Kerze an. Ist das Wetter nicht wieder herrlich? Ja, so. Das ist wieder eine neue Kerze. So, sie brennt. Ja. Meine Damen und Herren, wir haben April. Ja, und was hat Theodor Fontane dazu geschrieben? April. Das ist die Drossel, die da schlägt. Der Frühling, der mein Herz bewegt. Ich fühle, die sich hold bezeigen, die Geister aus der Erde steigen. Das Leben fließet wie ein Traum, mir ist wie Blume, Blatt und Baum. Ja, das war der Herr Fontane. Und jetzt haben wir den Herrn Ringelnatz, die Briefmarke. Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt, da war die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen, doch da hat er verreisen müssen. So liebte er sie vergebens, das ist die Tragik des Lebens. Und damit kommen wir auch schon wieder zu Arnold Risch, kann man auch tragisch nennen. Lieber Storch, ich habe in der letzten Nacht wieder kein Auge zugemacht. Der neue Bruder schreit in einem fort, man versteht ja kaum sein eigen Wort. Sag, warum brachtest du noch den? Kannst sie nicht wieder mit dir nehmen? Guck mal, wir sind doch nun schon 7. Und jetzt kommst du schon wieder an zu fliegen und hast uns noch den gebracht. Und jetzt sind wir wahrhaftig 8. Ich muss kochen, waschen, fegen, dann die Kleinen trockenlegen. Denk ich, die Arbeit ist getan, dann kommt Karl zu schreien an. Aua, guck mal, Frieda, dieser Paul, der schlägt mich wieder. Und ist dieser Streit vollend, dann kommt Martha angerennt und klagt mich dann ihre Not. Frieda, gib mich doch ein Stück Brot. Und so geht's in eine Tour. Denk doch, Storch, was machst du nur? Ich bin doch nur erst 9 Jahr und ich muss schon arbeiten wie ne Mama. Papa ist schon 2 Jahr auf See, der wird schön schimpfen. Oh weh, wenn der nur all die Kinder sieht. Oh Gott, wenn's bloß nicht noch mehr gibt. Ich will dir nur mal was sagen, wohin du kannst die Kinder tragen. Bring sie doch hin zu Fräulein Mainz, denn sieh mal an, die hat erst eins. Tja, so kann man das auch machen. Musste mal sein. Und nun sind wir bei Tucholsky angelangt, und zwar die letzte Fahrt. An meinem Todestag, ich werde ihn nicht erleben, da soll's mittags rote Grütze geben, mit einer fetten weißen Sahneschicht, von wegen Leibgericht. Mein Kind, der Ludolf, putzt sich kleine Dinger aus seiner Nase, niemand haut ihm auf die Finger. Er strahlt als einziger im Trauerhaus. Und ich lieg da und denk, ach, polk dich aus.
Dann tragen Männer mich vors Haus hinunter, nun fasst der Karlchen die Blondine unter, die mir zuletzt noch dies und jenes lieh. Sie findet, Trauer kleidet sie. Der Zug rockt an und alle Damen, die jemals, wenn was fehlte, zu mir kamen, vollzählig sind sie heut noch einmal da und vorne rollt Papa. Da fährt die erste, die ich damals ohne die leiseste Erfahrung küsste, die Matrone, sitzt schlicht im Fond mit kleinem Trauerhut. Altmodisch war sie, aber sie war gut. Und Lottchen mit dem kleinen Jungen, Briefträger jetzt, wie ist der mir gelungen? Ich sah ihn nie, doch wo er immer schritt, mein Postcheck ging durch 16 Jahre mit. Auf samtnen Kissen im Spaliere, da tragen feierlich 2 Reichswehroffiziere die Orden durch die ganze Stadt, die mir mein Kaiser einst verliehen hat. Und hinterm Sarg mit seinen Silberputten, da schreiten 22 Nutten. Sie schluchzen innig und mit viel System. Ich war zuletzt als Kunde sehr bequem. Das Ganze halt, jetzt wird es dionysisch, nun singt ein Chor, ich lächle metaphysisch. Wie wird die schwarz gestrichene Kiste groß? Ich schweige tief und bin mich endlich los. Ja, so kann einem das vielleicht auch mal gehen. Aber es geht vielleicht auch so. Ein plattdeutscher Spruch. Ein Priester und ein junger Mann sitten in der Isenbohn, einem jungen Mädchen in Minirock gegenüber. Der Priester mahnt den jungen Mann, min Söhn, ünger düsse Verpackung verbergt sich die Hölle. Der junge Mann grins, dat is mi Chlor, wie mi an der sölvigen Stelle ist der Düvel los. Düvel hin, Düvel her und jetzt kommen wir zu Wilhelm Busch. Ja, passt eigentlich ganz gut. Priester, heiliger Vater. Ach, wie geht's dem heiligen Vater? Ach, wie geht's dem heiligen Vater? Groß und schwer sind seine Lasten. Drum, o Josef, trag den Gulden in St. Peters Sammelkasten. So sprach im Seelentrauerton die Mutter zu dem frommen Sohn. Der Josef, nach empfangener Summe, eilt auch sogleich ums Eck herumme, bis er das Tor des Hauses fand, wo eines Bockes Bildnis stand, was man dahin gemalt mit Fleiß, zum Zeichen, dass hier Bock verschleißt. Allhier in einen kühlen Hof setzt sich der Josef hin und sof und aß dazu, je nach Bedarf, die gute Wurst, den Radi scharf, bis er, was nicht gar lange währt, St. Peters Gulden aufgezehrt. Nun wird's ihm trauriglich zu Sinn, und stille singt er vor sich hin. Ach, der Tugend schöne Werke, gerne möchte ich sie erwischen. Doch ich merke, immer kommt mir was dazwischen. Ja. Das war Wilhelm Busch und das war auch schon meine kleine heutige Lesung für Sie, für euch. Und ja, nun
wünsche ich Ihnen einen schönen restlichen Nachmittag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, bis wir uns wiedersehen. Und wie immer, bleiben Sie gesund, stay at home, believe me von Leave, bleibt zu Hause, macht das Beste draus. Und jetzt zünden wir wieder die Kerze aus. Und tschüss.